Quesadilla vom Stedi oder von der Patricia, gemacht im Airfryer, gewürzt mit den Gewürzen, die 100% funktionieren im Airfryer. Wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade im Video. Bleib dran, schmeckt das fantastisch. Ole Muchachos, habt ihr gewusst, das Herdöpfelgewürz offiziell erlaubt für den Airfryer? Bam! Nicht nur erlaubt, weil erlaubt ist ja alles in der Küche, oder? Aber getestet, geprüft. Seht ihr? Und es funktioniert ausgezeichnet. Und das gilt natürlich für alle Stedi-Produkte, die es gibt. Also alle Stedi-Produkte funktionieren im Airfryer. Selbstverständlich auch die Marinade. Macht sogar das Rezept ein bisschen besser, finde ich. Weißt du, es gibt so auch feine etwas so dazu. Und heute machen wir Quesadillas. Genau, wir machen Quesadillas, wie der Name sagt. Quesadillas. Mit so viel Käse wie möglich. Wenn man gern Käse isst. Genau, Riesenpack. Ich glaube, wir brauchen nicht alles heute. Wir nehmen das, was wir zu Hause haben. Wenn du auch eine Fleischvariante machen willst, kannst du auch Hackfleisch nehmen Das ist zum Beispiel. extra Veggie-Zeit. Extra für dich, Veggie. Und wir machen einfach schön farbig, vegetarisch, mit Frühlingszwiebel, verschiedene Peperonis. Nehmen wir Koriander oder Peterli, Creme fraiche, die Tortillas natürlich. Extra hier verschiedene, wir können mit Mais-Tortillas machen, mit Weizentortillas machen, mit glutenfreien Tortillas machen. Alle Tortillas, die es gibt auf der Welt. Vielleicht, ich weiß nicht, was alles auf der Welt gibt, alle, die man auf jeden Fall in der Schweiz und hier bei uns findet. Olivenöl, damit noch schärfer wird, ein bisschen Peperoncini. Nehmen wir Bohnen noch und Mais. Zubereitungszeit Maximum 5 Minuten, wirklich Kochzeit 10 Minuten, das heisst in einer Viertelstunde sind wir am Essen. Bleibt dabei und schaut zu, wie wir das machen. Wir legen gleich los. Meine Gemüse habe ich geschnitten und ich habe hier so kleine Tortillas gewählt. Einfach, weil ich die gleich so in meine Airfryer auf einmal machen kann. Wenn ich jetzt die große hätte oder wenn meine Schublade nicht so groß wäre, könnte ich eine nehmen und dann in die Mitte falten. Hätte ich es auch. Ich zeige es nachher, was ich meine damit. So, ich nehme hier die Creme fraiche, verteile so, als würde ich Fajita machen, Burrito die kennst du vielleicht, oder? Die man so rollt, so Wraps. Nur dass bei der Quesadilla geht ein bisschen anders. Schön verteilt. Alles, was ich für diese Quesadilla gewählt habe, mache ich jetzt drauf. Und das Schöne an der Quesadilla ist, ich kann fühlen. Kennst du das? Bei dem Fajita übertreibt man teilweise, nachher kann man nicht schön rollen. Der Quesadilla kann ich. Also auch nicht übertreiben, aber ein bisschen mehr darf. Da kommen meine farbige Peperonis dazu. Frühlingszwiebel mit dem Koriander, wenn man gern hat. Und wenn man nicht gern hat, machen wir Peterli. Ich glaube, ich übertreibe fast jetzt mit der Fülle. Nehme ich jetzt Käse drauf. Mache ich jetzt Herdöpfelgewürz natürlich. Ich habe sonst nichts hier anders. Das sind meine Gemüse, Käse, Herdöpfelgewürz und wenn man gern scharf hat, nehme ich noch Peperoncini. Aber es ist optional. Ich habe deswegen einen Teller hier unten dran, weil es geht schon ein bisschen auf der Seite. So, und dann mein Deckel drauf. Schau, dass möglichst alles drin bleibt, sonst kommt auf die nächste. Und jetzt ganz vorsichtig, schön hier in die Airfryer. Nehme ich da wieder. Nächste, dann nehme ich da die Tortilla dazu. Reihenfolge spielt keine Rolle. Ich fange jetzt an mit diesem Gemüse. Schön verteilen. Frühlingszwiebel, Koriander, wenn man gern hat. Probiere jetzt vielleicht ein bisschen weniger füllig zu machen. Böhnchen hier. Wenn du irgendeine von diesen Zutaten nicht gern hast, einfach weglassen. Man kann sogar nur mit dem Gemüse machen. Man kann sogar nur mit Käse Herdöpfelgewürz machen. Auch schon super. Nehmen wir das auch noch dazu. Habe ich was vergessen? Käse. Und Stedi-Gewürz, die super zu der Airfryer passt. Ich glaube, die mache ich ohne Peperoncini. Das ist eine weniger scharfe Variante. Jetzt das, was ich vorher gemeint habe. Wenn ich jetzt eine große Tortilla hätte und eine kleine Schublade, würde ich dann das hier in die Mitte wenden und so drauflegen. Weil meine große ist und die Tortillas klein sind, mache ich hier noch auf eine zweite Tortilla de Creme fraiche, lege da drauf und dann in den Airfryer.
180 Grad, 8 Minuten. Startet. Jetzt kann man alles aufräumen und warten, bis es fertig wird. Und das ist sehr schnell. Ne? Kennt ihr das, wenn ihr nervös sind vom Neujahr? Schon wieder. 3, 2, 1. Juhu! Es ist übermotiviert. Das ist schön gefühlt. Aber wisst ihr was? Lieber sie hat schön gefühlt, dass das nur Brot ist. Genau, es ist keine Luftgesadie. Genau, sondern so. Aber es riecht wirklich sehr fein. Da muss ich sagen. Es riecht wirklich super gut. Für mich könnte es Schärfer sie? noch schärfer sein. Kann man drauf machen. Aber ich habe da, ihr seht schon parat. Weil ich habe sogar eine, die noch hier drin ist nicht scharf. Das hat sogar schon ein bisschen Peperoncini. Ich habe natürlich gern scharf. Ich habe sehr gern scharf und da passt es hervorragend. Ja, Aber das passt. Geschmack ist fantastisch. Eben, ich wüsste nachher, wer alles noch dazu ist. Bis gut. Däumchen auf für Patricia, die endlich mit Meerfeuer kocht. Genau. Danke fürs Mitmachen. Sehr gerne. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Vielen Dank. Es ist immer schön, dass du dabei bist.